Willkommen in Rachereich. Bitte vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und dieses Video zu liken. Tack så mycket. Ich bin Nora und in dem Sommer, wo alles angefangen hat, bin ich 14 gsi. Wir haben im Zug in Dr. kleine reformierte Chile gestanden, gerade neben dem See, wo es Wasser so ruhig war, als würde es nichts mit uns zu tun haben. Es war die Beerdigung von meiner Grossmutter, die Elise Berger, die einzige Erwachsene, wo ich wirklich vertraut habe. Ich habe hinter dem letzten Bank gesessen, Z mitten in meinem schwarzen Kleid, wo mir Z-Shirts ist, weil meine Mutter kein ZYD gegeben hat, Z etwas Anständiges Z schaffen. Sie hat gemeint, es lohne sich nicht mehr. Nach dem Gottesdienst haben wir uns vor Dr. Chile zusammengeschart. Es hat Lied schmackt nach Regen und Parfüm, mein Köpfli hat wund und doch habe ich jedes Wort gelismet, wo die Leute über den grossen Gerät haben, diskret, geradlinig, echt. Kein Wort über die, wo heute eigentlich hätten du müssen, meine Eltern. Ich habe sie erst wiedergegeben, wie sie beim Chilwig rausgekommen sind. Mein Vater hat die Autotür von seinem schwarzen Tesla zugehauen, meine Mutter ist mit ihrer glänzenden Reisetasche ausgestiegen. Sie hat keine Trauer, nicht einmal rote Augen. Nora, schonst? Wir müssen gehen, hat sie flüstert, grad genug schauen, dass ich's gehört habe, aber nicht andere. Aber wir müssen doch noch ans Essen zu den Leuten, habe ich gesagt und in der Richtung von der Trauergesellschaft geschaut. Die Margareta Haller, die beste Freundin von Dr. Grossi, hat grad mit dem Pfarrer geredet. Meine Mutter hat die Uhr angeschaut. Wir verpassen das Check-in auf dem Schiff. Der Cruise ist schon lang gebucht. Sie ist tot, Nora. Sie merkt nichts mehr. Mein Herz ist mir in den Schuh gefallen. Aber ich habe gefragt. Was ist mit mir? Mein Vater hat's erst mal überhaupt etwas gesagt, du bist 14. Die Margareta scheint schon für dich schauen. Sie wohnt doch nur ein Viertelstündchen von hier. Wir sind in 2 Wochen wieder zurück. Es ist kein Vorschlag gsi. Es ist eine Mitteilung gsi. Meine Mutter hat mir eine Envelope in die Hand gedruckt. Da ist dein Taschengeld. Nicht übertrieben ausgeben. Und bitte kein Drama machen vor den Leuten. Ich habe zu dem Parkplatz AB gelügt. Hinter dem Tesla hat der Grossi ihr alte silbrige VW gestanden, der Rücksitz voll mit Papiertüten und dem schief aufgepappneten Kleber von ihrer Zürcher Privatbank. Berger und Partner Vermögensverwaltung AG. Ich habe drauf gestarrt, wie wenn Doktor Name mit mir redet, aber ich habe nicht verstanden, was er sagen will. Gerade wie meine Eltern sich wieder in ein Auto inhockt haben, ist die Margareta zu mir schon. Sie hat den typischen Zuger Blazer angehabt, dunkelblau, alles korrekt, aber die Augen warm. Nora, Kindli, bleibst du noch ein bisschen hin? Sie hat mein Gesicht angeschaut, als würde sie sicher sein, dass ich nicht gerade zuerst zusammenstürze. Müsst nicht mit deinen Eltern gehen? Meine Mutter ist schnell vorgekommen. Margareta, wir müssen wirklich. Du weisst, wie streng die Termine sind. Du hast doch gesagt, du würdest den Nora sowieso gern zu dir nehmen, bis alles mit dem Nachlass geklärt ist. Es hat eine kurze Stille gegeben. Ich habe gemerkt, wie sich jemand zwischen mich und meine Eltern schiebt. Die Margareta hat sich aufgerichtet, als wäre sie plötzlich ein paar Zentimeter grösser. Ja, das habe ich gesagt, hat sie langsam geantwortet. Aber ich bin den Nora nicht irrgebäck. Ihr habt grad die Mutter beerdigt, nicht in Ferienwoche chaschierte. Mein Vater hat die Kiefer zusammengebissen. Wollen wir jetzt wirklich in Mitte vom Chilehof über die Organisation diskutieren? Wir haben Flüger. Die Margareta hat tief eingeschnauft. Gut. Aber der marschiert ihr's richtig, ihr braucht euch die nächste Woche nicht beifliessig zu melden. Ich schaut deri, sie hat zu mir nachgeschaut. Wenn das für dich stimmt, Nora. Es hat sich angefühlt, als hätte ich keine Wahl, aber gleich ich nicht. Ja, ich schaue zu dir schon. Meine Mutter hat erleichtert ausgesehen. Gut.
Dann ist das jetzt so abgemacht, sie hat mir klein über den Schulter gestrichen, mehr US-Gewöhnung als US-Zärtlichkeit. Streng dich bitte in Doktorschule an, ja. Und mach keine Szene. Dann sind sie wieder in den Tesla gestiegen, die Türen haben zugeklapft und ich habe nur noch gehört, wie der Motor leise Sound hat, bevor das Auto vom Hof gerollt ist. Keine Umarmung, kein letzter Blick. Die Margareta ist länger neben mir gestanden, ohne etwas zu sagen. Nur die Trauergäste haben flüstert wie das Rauschen von Blättern, wo nicht wissen, wegen welchem Wind sie sich bewegt. Schonsch hat sie am Ende gesagt. Wir gehen jetzt hierheim. Den Rest machen wir morgen. Die Welt kann noch einen Tag warten. Ich bin mit ihr zum alten VW gelaufen. Auf der Rücksitz hat das Lederportefeuille gelegen, dick und schwer. Dran ist imprägniert in Goldschrift gestanden, Elise Berger privat. Die Margareta hat's gegeben, es klein umgedreht und nüchtern gesagt, das gehört dir aber noch nicht heute. Deine Grossi hat's so gewählt. Ich habe das Portefeuille angestarrt, als wäre es Fremdkörper US ihre andere Welt. Ich habe nicht wissen, dass in der Mappe die ersten Papiere gelegen sind, wo mich später in den schicken Sitzzimmern von Zürcher Privatbanken führen würden. In dem Moment habe ich nur gemerkt, wie das Loch in mir immer grösser geworden ist und wie meine Eltern ohne zurückzuschauen um die Ecke verschwunden sind. Und ich habe keine Ahnung gehabt, dass die Entscheidung von dieser Stunde mein ganzes Leben zum Anrühren bringen würde. Die erste Nacht bei Dr. Margareta habe ich fast nicht geschlafen. In ihrem Haus, oben am Hang über dem Zugersee, ist alles Z-Ordnung gsi, geradlinige Möbel, helle Vorhang, keine überflüssige Dekoration. Alles hat ausgesehen, als würde es sagen, du wohnt jemand, wo Doktor Überblick nie verliert. Da ist dein Zimmer, hat sie gesagt und die Tür aufgemacht. Ein kleines Gästzimmer, aber mit schöner Bettwäsche, einem Birgel Lavendel auf am Nachttisch und einem Blick über das schimmernde Wasserjus. Du tschäst so lang bleibe, wie es nötig ist. Wie lang ist das, habe ich gefragt. Sie hat die Lippen zusammengestellt. Bis deine Eltern wieder zurück sind. Und bis wir wissen, was deine Grossi genau verfügt hat. Sie hat nicht wenig Sachen gehen, Nora. Ich weiss, habe ich gemurmelt. Aber ich habe nicht richtig verstanden, was sie wirklich macht. Es ist immer nur von Kundentreffen und Portefeuilles die Rede gsi. Die Margareta hat langsam nickt. Den Grossi hat Vermögen verwaltet, vor allem für Familien, wo nicht gern im Rampenlicht stehen. Diskret, so wie sie gsi ist. Und sie hat freundlich, aber sehr klar bestimmt, was nach ihrem Tod mit dem Alni passiert. Sie hat mir etwas auf ein Nachttischli gelegt. Der silbrige Schlüsselbund und das Plastikkärtli mit dem Logo von Dr. Privatbank Berger und Partner. Das hat sie mir für dich übergeben. Ich bin offiziell deine Vormundin, bis du volljährig bist. Aber ich mache nichts ohne dich. Ich habe die Kärtli angestarrt. Wieso ich? Meine Mutter ist doch ihre Tochter. Die Margareta hat lang nicht rausgelügt, in Richtung See. Deine Grossi hat gemeint, deine Mütter und dein Vater haben grad genug mit sich selber zu tun. Sie hat gesagt, Geld verstärkt das, was schon da ist. Und sie hat Angst gehabt, dass das bei ihnen nicht nur Getz ist. Die Worte haben ihn nicht ganz verstanden, aber sie haben sich schwer angefühlt. In dem Haus, wo es noch nach Züpfen und Möbelpolitur schmackt hat, ist plötzlich jedes Geräusch laut gsi. Die Woche drauf sind meine Eltern von der Kreuzfahrt zurückgekommen schon. Keine Postkarte, kein Telefon, nur in kurzen Mail, die Margareta ausgedruckt hat. Flug verschoben, Wifi schlecht, Grüß Nora, mehr nicht. Wie sie schliesslich auf die Zuger Terrasse gestanden sind, brunend und mit Souvenirtaschen, habe ich das Gesicht von Dr. Margareta beobachtet. Sie hat die Höflichkeit zugelegt wie ein Blazer. Danke, dass du unser Kind abgenommen hast, hat meine Mutter gesagt, während sie die Sonnenbrille abgenommen hat. Jetzt schön wir alles normal organisieren. Nora hat's gut gemacht, hat Margareta nüchtern gesagt. Sie hat sich um das Haus gekümmert, ist pünktlich in der Schule.
Aber wir müssen reden, bevor sie zurückschand. Wir haben uns am grossen Holztisch in Doktorstube gesetzt. Ich habe jede Faser im Schüchenstuhl gespürt, während ich so täte, als würde uns Gespräch nicht hören. Elise hat das Testament schreiben, hat Margareta angefangen. Es wird in Doktorbank eröffnet, sobald alle Unterlagen vorliegen. Aber ich kann euch so viel sagen. Sie hat sehr genau bestimmt, wem was zukommt. Und sie hat mich als Vormundin für den Nora eingesetzt. Meine Mutter hat das Glas abgestellt, es hat klickliert. Sie hat was? Ohne mit mir zu reden? Sie hat mit der probiert zu reden, hat die Margareta ruhig erwidert. Mehr als einmal. Mein Vater hat sächelt. Das Geld von Dr. Elise Gauer durch Doktorfamilie. Also uns. Wir sind die einzige Verwandte. Die Margareta hat die Hände ineinander gefaltet. Ihr seid Teil von Doktorfamilie, ja. Aber die grösste Verantwortung hat sie bei Nora gegeben. Sie hat gemeint, die Kindheit darf nicht vom Zwang beherrscht sein, immer ein bisschen mehr zu wollen. Irgendetwas in mir hat gezuckt, wie wenn etwas plötzlich Sinn ergibt, aber noch undeutlich ist. Meine Mutter hat die Stimme erhoben. Was heisst das jetzt ganz konkret? Das heisst, hat Margareta gesagt, dass Nora bis zu ihrem 18. Geburtstag formal bei mir bleibt. Ihr schön sie natürlich geben, aber ich trage das Entscheidsrecht, wo es Leben und das Vermögen von Dr. Elise betrifft. Das stand nicht in Frage, hat mein Vater ausgestoßen. Wir lassen uns doch nicht das eigene Kind wegnehmen. Ich habe plötzlich gemerkt, wie alles still geworden ist. Die Margareta hat langsam zu mir übergelügt, dann wieder zu ihnen. Vielleicht, hat sie les gesagt, hat Elise es gegeben, wo heute an Doktorbeerdigung passiert ist. Ihr habt sie allein gelassen, Nora auch. Meine Mutter ist rot geworden. Das ist kein Grund, uns rechtlich zu umgehen. Wir gehen zu einem Anwalt. Das könnt ihr gern machen, hat die Margareta nüchtern gesagt. Die Unterlagen sind klar. Aber es geht nicht nur um Paragraphen. Es geht darum, was ihrem 14-jährigen Mädchen zumutet. Und was sie gesagt hat, wo sie nicht mehr für sich hat reden können. Irgendwo in mir habe ich eine kleine Wärme gespürt, zum ersten Mal seit der Beerdigung. Jemand hat das Wort Mädchen gesagt, ohne Abwertung, sondern wie eine Verantwortung. Meine Mutter hat sich aufgerichtet. Nora, sag's selber. Du willst doch zurückheim schon. Alle Augen sind auf mich gsi. Ich habe mein Gesicht in denen von meinen Eltern gesucht, aber ich habe nur mehr Erwartung gegeben. Bei Dr. Margareta habe ich keine Erwartung gegeben, nur mit kleinen Falten um die Augen, wenn sie sich mir gibt, ruhig zu bleiben. Ich weiss nicht, habe ich schliesslich gesagt. Es ist alles zu viel. Aber ich will im Moment lieber da bleiben, bis mir alles klein beruhigt ist. Der Stille nach diesen Wort hat körperlich Weg. Mein Vater hat die Fäuste auf den Tisch gedrückt. Du hast keine Ahnung, was für Folge das hat. Vielleicht nicht, habe ich geantwortet und meine Stimme hat zittert. Aber ich habe Ahnung, wie es ist, wenn er mehr allein in Dr. Chile steht. Niemand hat etwas gesagt. Die See aussen hat glitzt, als würde er unsere Gespräche nüchtern spüchere. Später, wie sie abgegangen sind langsam, nicht so hastig wie der Tag von Doktorbeerdigung, hat die Margareta mir im Mäppli überreicht. Morgen gehen wir zu Zürich in die Bank, hat sie gesagt. Sie wollen dich kennenlernen. Es ist nicht nur mein Konto, Nora. Deine Grosse hat mehr hinterlassen. Mehr, habe ich gefragt. Idee. Prinzipie. Und ein paar sehr präzise Instruktionen, sie hat kurz gezögert. Unter anderem, was wir machen, falls deine Eltern plötzlich vor allem noch sehen, was sich in Zahlen ausdrückt. Ich habe den Mäppli aufgeklappt. Obendrauf war ein maschinenschriebener Zettel gelückt mit Doktor-Handschrift von Dr. Grossi für Nora, wenn ich nicht schaue. Ich habe die erste Zeile gelesen und es ist mir kalt über Doktor Rücken runtergelaufen.
Und ich habe gemerkt, was morgen in das Sitzungszimmer von Dr. Zürcher Privatbank eröffnet wird, hat mit viel mehr zu tun als nur mit Geld. Am nächsten Morgen sind wir früh im Zug UF Zürich gesessen. Die Margareta hat einen Order auf dem Schoss voll mit Kopie, Sigletten, allem Papier, wo für Erwachsene selbstverständlich ist und für 14-Jährige wie in andere Sprache. Wir gehen zu Dr. Berger und Partner Vermögensverwaltung AG, hat sie gesagt. Der Sitz ist gerade neben dem Paradeplatz. Du hast jedes Recht, Fragen zu stellen, auch wenn die Leute im Anzug anders aussehen. Ich habe nur nichts. Ich habe das Gefühl, mein Pulli passt nicht in der Stadt, wo überall Läden mit Schuhpfosten voller Uhren gestanden sind, wo mehr schostet haben als unsere ganz Wohnung im Zug. Im Empfang von Dr. Privatbank ist alles still gsi. Teppich, wo jedes Schrittli schluckt, Wand mit diskrete Kunst, ein Logo von Dr. Firma diskret in Messing in der Wand eingravieren. Hinter dem Desk ist Frau mit strengem Dutt gesessen. Grüezi, Frau Haller. Frau Berger hat sie gesagt, als hätte sie das probt. Herr Dr. Keller erwartet sie. Wir sind in ein Sitzungszimmer geführt worden mit milchigen Gläsern und Sicht auf den Limmat. Am Tisch ist schon jemand, ein Mann in die 50, graue Haare, randlose Brille, Mappe Söber vor sich. Grüezi miteinander, hat er gesagt und aufstande. Keller, Rechtsanwalt und Nachlassverwalter von Dr. Frau Elise Berger. Er hat mir die Hand gegeben. Sie müssen nicht fürchten, Fräulein Nora. Mir sage Ihnen heute nur, was deine Großmutter gewünscht hat. Er hat das Testament aufschlag. Ein Rascheln von Papier hat die Stille nur betont. Frau Berger hat 2 Hauptsäche verfügt, hat er angefangen. Erstens, es wird eine Stiftung gegründet, die Eliseberger Stiftung, wo ein Teil vom Vermögen für junge Leute ohne familiäre Unterstützung in Doktor Schweiz in die Bildung investiert. Zweitens, ein privates Vermögen wird zum grossen Teil UFDI-Enkelin Nora Berger übertragen. Mir ist schwarz vor Augen geworden. UF mich? Aber ich bin doch noch klein. Doktorvollzug basiert in Stufen, hat Keller nüchtern erklärt. Bis sie 18 sind, verwaltet Frau Haller als Vormundin alles. Sie sind mitzeichnungsberechtigt, aber kein Alleingang. Mit 18 bekommen sie Doktor erste Teil, mit 25 der nächste. Doktor grösste Teil vom Portfolio bleibt indes in Anlage, bis er hat das Papier kli höher galte bis zu ihrer zusätzliche Verfügung, wo erst später relevant wird. Wie viel ist das? Habe ich leise gefragt. Er hat die Brille zurückgeschoben. Die genaue Zahl spielt im Moment keine Rolle für sie. Es geht darum, dass sie versteht, dass ihre Großmutter ihnen vertraut hat. Es handelt sich aber um eine beträchtliche Summe. Drum die Staffelig, drum der Auflage. Die Margareta hat sich räuspert. Und die Ältere? Die Tochter erhält eine klar definierte, beschränkte Zuwendung, hat Keller gesagt, ohne das Gesichtszug zu verändern. Sie hat im Leben will Profit US-Doktorarbeit von Dr. Frau Berger gezogen. Die Verstorbene hat die Wunsch gehabt, dass jetzt die Enkelin im Zentrum stehen soll. Ich habe die Hände unter dem Tisch zusammengegriffen. Meine Mutter wird das hassen. Ihre Großmutter hätte damit rechnet, hat Keller leise gesagt. Drum hat sie noch ein separates Dokument aufsetzen, Privatberuf, wo ich ihnen übergeben, wenn die Margareta es gut findet, dass ZYT ist. Sie hat mich angelügt. Nicht heute, hat sie bestimmt gesagt. Sie müsse sich zuerst fangen. Doktor Anwalt hat nickt, hat den Umschlag wieder in die Mappe gelegt. Wie sie wollt. Es gibt noch eine formale Eröffnung vom Testament mit älteren Zähmen. Ich möchte Ihnen empfehlen, dass Sie nicht allein schon, Nora. Wir haben nach dieser Sitzung noch zusammen in der Bahnhofshalle gesessen. Die Leute sind mit Aktentaschen und Coffee to go an uns vorübergegangen und ich habe das Gefühl, jede wüsste mehr über mein Leben als ich selber. Also bin ich jetzt reich, habe ich schliesslich gestammelt. Die Margareta hat die Stirn in Falten gelegt.
Du bist in erster Linie ein kleines Mädchen, wo seine Trauer und seine Schule backen müssen, hat sie ruhig gesagt. Die Zahl UF Papier schön, aber sie bestimmen nicht, wer du bist. Wenn du das vergissest, hat deine Grosse verloren. Aber mis ältere wollen das Geld, habe ich gemerkt. Wahrscheinlich hat sie nüchtern zugegeben. Und genau darum hat Elise so kompliziert verfügt. Damit du nicht nur mehr in Konto bist, sondern eine Person mit eigener Stimme. Die Frage ist, willst du die Stimme brauchen, wenn es schwierig wird? Ich habe zu ihr aufgeschaut. Was heisst schwierig? Sie hat kurz zögert. Herr Keller hat mir vor Doktorsitzung noch ein Detail gesagt, hat sie leise gefügt. Im Testament ist ein Passus, wo nur gilt, wenn deine Eltern versuchen, die Verfügung rechtlich anzufechten oder die unter Druck zu setzen, die Unterschrift abzunehmen. Dann wird das ganze Vermögen anders verteilt. Anders habe ich wiederholt. Zum Nachteil von deinen Eltern. Und zum Vorteil von Sachen, die der Elise wichtig sind. Die Stiftung, die Bildung, der andere Fälle. Sie hat darauf vertraut, dass du in deinem Charakter nicht das billigste Angebot nimmst. Ich habe schluckt. Sie zwingt mich, gut zu sein. Sie schützt dich davor, dass andere Idee schlecht behandeln fürs schnelles Geschäft, hat Margareta korrigiert. Aber es wird Tage geben, wo sich das wie Zwang anfühlt. Vor allem, wenn deine Eltern reagieren. In der Nacht habe ich lang wach gelegen im Schleinezimmer über dem Zugersee. Im Köpfli habe ich das Wort vom Anwalt immer wieder gehört, staffelig, Auflage, Zusatzverfügung. Ich habe meine Eltern gegeben, wie sie mit dem Anwalt im gläsernen Sitzungszimmer sitzen, wie das Gesicht verstockt, wenn sie die Zahl hören, die nicht für sie gemeint sind. Und ganz hinter es CHT wie es Flackere habe ich die Frage gehört, wo kein Erwachsener für mich beantwortet hat. Was macht eine 14-Jährige mit Doktor macht, mit einem Satz unterschrieben schönt, ob ihre Eltern ärmer oder reicher wollen? Ich habe nicht gewusst, dass die Antwort mir erst 13 Jahre später wird abverlangt werden in einem anderen Sitzungszimmer mit der gleichen Bank, der gleichen Anwalt, aber mit mir als erwachsene Frau. Und der Tag alles, was meine Grosse geplant hat, wird prüfen. 13 Jahre später bin ich wieder im gleichen Haus über dem Zugersee gestanden. Aber der Margareta ist nicht mehr da gsi. Ihr Stuhl am Esstisch ist leer gestanden, die Brille noch über neben dem Platz. Sie ist plötzlich an ihre stille Hirnblutung gestorben, in ihrem Schlaf, ohne Drama, ganz so, wie sie das Leben geführt hat. Am Tag von Doktor-Testamentseröffnung bin ich als Anwältin von Dr. Elise Berger Stiftung US Zürich schon im nüchternen dunkelgrauen Kostüm. Ich war 27 mit eigenen Dossier und eigenen Fällen. Aber wie ich in der Empfangshalle von Dr. Privatbank eingetreten bin, hat sich alles wieder klein angefühlt wie mit 14. Im Sitzungszimmer sind meine Eltern schon gesessen. Die Mütter im teuren Blazer, Doktor Vater ein bisschen grauer, aber mit dem gleichen unruhigen Blick. Wir haben uns kurz begrüßt, höflich, ohne Herz. Herr Dr. Keller ist gekommen mit ihrer neuen Mappe. Danke, dass Sie all schon sind, hat er gesagt. Wir öffnen heute das Testament von Frau Margareta Haller und im Zusammenhang damit die letzte Verfügung von Frau Elise Berger. Meine Mutter hat sich vorgüre geräuspert. Mir wüsst ja, dass deine Großmutter den grossen Teil der schon bekommen hat sie in meine Richtung gesagt. Aber der Margareta, sie hat doch auch gewusst, wie schwer mir's Hand geht in diesen Jahren. Dr. Keller hat nüchtern die erste Seite gelesen. Paar Legate für eben befreundete Nachbarn, ein kleines Vermögen für die Kirche gemeint. Dann ist er zum Hauptteil schon. Frau Haller hat ihr ganzes Vermögen inklusive dem Zürcher Haus und die Anlage der Elisenberger Stiftung vermacht, mit einer einzigen Ausnahme, er hat aufgeluckt. Die Ausnahme betrifft sie, Frau Nora Berger. Ich habe die Luft angelegt. Mein Vater hat das Glas Z festgepackt. Entsprechend ihre Zusatzverfügung von Frau Elise Berger hat Keller weiter gelesen, wird im Tod von Frau Haller die bis jetzt zurückgehaltene Vermögensposition Portfolio C UF ihre Enkelin Nora übertragen.
Es handelt sich derzeit um eine Summe von rund 8,5 Millionen Schweizer Franken. Die Worte sind ekli im Raum gestanden, bevor irgendetwas passiert ist. Ich habe gefragt, ob ich mich verhört habe. Meine Mutter hat eine Hand vor dem Mundschlag. Mein Vater hat nichts gemacht. Er hat nur gestarrt, direkt auf Keller, dann auf mich. Ein Glas in seiner Hand hat zittert, aber kein Ton ist rausgekommen. Es gibt doch sicher ein Teil, wo für uns vorgesehen ist, hat meine Mutter endlich gestottert. Wir haben Margareta doch auch. Dr. Keller hat das Blatt umgeschlagen. Frau Haller hat schriftlich festgehalten, dass sie in Dr. ZYT nach dem Tod von Elise mehrfach versucht haben, Druck auf Nora auszuüben, damit sie ihre Unterschrift überträgt, wo gegen die Auflage von Dr. Verstorbene verstoß, er hat sachlich bleiben. Sie hat auch dokumentiert, dass sie trotz mehrfacher Hinweise vom Gericht und von mir rechtlich weiterhaben wollen. Die Folge gemäss Dr. Klausel von Frau Berger. Jede Erhöhung ihres Vermögens aufgrund von ihrem Nachlass wird automatisch Dr. Stiftung zugewendet, nicht ihnen persönlich. Die Mutter ist erblasst. Sie hat Protokoll über uns geführt. Sie hat den Nora schützt, hat Dr. Keller nüchtern gesagt. Und die Kosten von dem Schutz haben sie mit ihrem Verhalten selbst bestimmt. Mein Vater hat das Glas langsam abgestellt. Sein Mund ist halb offen geblieben, aber kein Wort ist schon. Es ist genau derselbe Ausdruck wie damals an Dr. Zuger Terrasse, wie er nicht hätte verstehen wollen, wieso seine Tochter nicht einfach funktioniert wie er. Ich habe in dem Moment nicht mehr zurück hineingeschaut, sondern auf die Unterlage vor mir. Dr. Oberste Umschlag ist an mich adressiert mit der Handschrift von Dr. Margareta. Jalich habe ich halblaut gefragt. Der ist für sie, hat Keller nickt. Ich habe den Brief aufgemacht. Die Schrift ist klein wackeliger als früher, aber klar. Liebes Nora-Meitli, hat's geiss. Wenn du's liesest, bin ich wahrscheinlich schon bei die Elise. Ihr zwei habt müssen erleben, wie ihr den Leuten verkommen. Darum haben wir beschlossen, dir nicht nur Geld zu überlassen, sondern die Freiheit, nicht von anderen ihre Löchli ihrem Budget abhängig zu sein. Die 8,5 Millionen sind keine Belohnung, sondern ein Werkzeug. Du weisst, wie es ist, wenn er mehr allein gelassen wird. Brauch es so, dass weniger Leute es erfahren müssen. Und vergiss nicht, du bist mehr als jede Zahl. Ich habe auch geschlossen, nur kurz. Dann habe ich das Papier sorgfältig zugelegt. Was willst du jetzt machen, hat Keller leise gefragt. Ich habe tief Luft geholt. Ich nehme das Vermögen im Namen von deren, die keine Stimme haben, habe ich gesagt. Es bleibt die Doktorstiftung mit mir als Verwalterin. Ich nehme nur was ich zum Leben brauche und Doktor Rest schafft für andere. Genau so, wie sie es würden. Zum ersten Mal seit dem Anfang hat sich im Raum etwas entspannt. Kein Jubel, kein grosses Drama, nur Elise, nüchterne Klarheit. Meine Mutter hat das Gesicht abgewendet. Also nichts für uns, hat sie geflüstert. Ich habe sie angeschaut. Ihr habt eine Tochter, die noch da ist, habe ich ruhig gesagt. Das hättet ihr nicht müssen kosten. Mein Vater hat probiert, etwas zu sagen, aber sein Mund ist wieder nur eklig offen geblieben. Die Worte haben ihm gefehlt. Vielleicht hat er zum ersten Mal verstanden, dass es nicht immer ein nächstes Geschäft gibt, wo alles repariert. Wie ich später allein über den Paradeplatz gelaufen bin, hat es glitzert in der schönsten von Doktorläden. Aber nichts hat mich so blendet wie die Erkenntnis, dass Macht nicht die Mächtige definiert, sondern die, wo sie für andere brauchen. Im Zug zurück nach Zug habe ich das Handy ausgenommen, die Website von Dr. Stiftung aufgemacht und eine neue Rubrik angelegt. Programm Haller Unterstützung für junge Erwachsene ohne Familie. Bei Doktorbeschreibung habe ich schreiben, für die, die am wichtigsten Tag von ihrem Leben allein gelassen worden sind und trotzdem weiter glauben, dass das Leben mehr ist als das. Und ich habe gewusst, die Elise und Margareta würden mir zunicken.
Wenn du mehr solche Geschichten von verborgenem Reichtum, familiären Konflikten und Schweizer Privatbanken hören, dann abonniere den Kanal und schreib in den Kommentaren, was du mit so EMRB machen würdest.